In Japan gibt es Schnecken, die leben auf dem Grund vom Meer. Und denen sagt man Seeschnecken. Und das ist die Geschichte von so einer Seeschnecke. Die ist auf dem Grund vom Meer gelegen, wo auf einmal eine rote Meerbrasse vorbeikommt. Und um die Seeschnecke herumschwimmt und sagt: «Ah, Seeschnecke, du hast es schön. Du hast ein Häuschen auf deinem Rücken. Du bist keinen Gefahren ausgesetzt. Weil immer, wenn irgendjemand kommt, kannst du dich zurückziehen in dein Häuschen und du bist sicher. Und was für ein schönes Häuschen das du hast.» Die Seeschnecke war ganz stolz, weil das hat ihr noch nie jemand gesagt. Und jeden Tag, wenn die Meerbrasse vorbeigekommen ist, hat sie die Seeschnecke bewundert. Und die ist mit der Zeit immer hochmütiger geworden. Und an einem Tag, wo die Meerbrasse gerade mit einem Haufen Kollegen vorbeischwimmen kommt und alle bewundern um sie herum schwimmen, da gibt es auf einmal einen Wellengang und alle Fische sind gerade weggeschwommen. Aber die Seeschnecke, die hochmütige Seeschnecke, die dachte: «Ich muss ja nicht davon. Ich habe ja mein Häuschen auf dem Rücken.» Und hat sich gerade zurückgezogen und gewartet. Als langsam ein bisschen ruhiger geworden ist, hat sie vorsichtig den Kopf rausgestreckt. Sie ist aber nicht mehr auf dem Meeresgrund gelegen. Sie war jetzt auf einem Brett und hinter ihr ein Preisschildchen. Und neben ihr ein Haufen andere Seeschnecken. Sie hat den Kopf wieder zurückgezogen und hat gewartet. Aber es ist noch schlimmer gekommen. Es ist ein Mann vorbeigekommen und der hat genau diese Seeschnecke ausgewählt, hat dem Händler das Geld genommen, hat sie mit heimgenommen, hat sie gekocht und gegessen. Und das war das Ende der Hochmut und das Ende dieser Seeschnecke.